Nu kommen wir mit Geschichten uit onze Geschicht Nummer 1. Wir nennen onze Geschicht nu Geschichten uit onze Geschicht. Und wir wählen nu das erste Mal einzelne Geschichten uit onze Geschicht oder von unserem Kolonies- und Dorpsleben in Mexiko und mehr Einzelheiten vertalen. Wat je hier in Chihuahua, Mexiko, zu einem Dorpsleben in onze Kinder- und Jugendjahren in den 1930er, 1940er Jahren. Ich habe bei meinem Geschichtenvertalen all hier und da mal gesagt, dass ich von verschiedenen Ereignissen in unserer Geschichte vielleicht noch mal mehr Einzelheiten vertalen würde. Und nu ist das was da. Und das erste, weil wir für uns selbst und für unsere Nachkommen verschiedene Sachen oder Dinge vertalen, wo in Chihuahua, Mexiko mal zu einem Dorpsleben gehörten, als wir da in den 1930er Jahren Kinder wären und in den 1940er Jahren Jugendliche oder Teenagers geworden wären. Ich weiß, das Dorpsleben wir nicht in alle Dörfer kriegt überein, aber ich kann am besten davon vertalen, wo das Leben am Dorf Blumenort Nummer 22 war. Und da wären, wenn ich nu meistens vertalen war, von wo dort in unserem Dorf war, dann wird vielleicht hier und da wer sehen, die da sagen wird, wie uns in unserem Dorf wird dit oder dort anders, als du dort vertalst. Und das ist okay. Denn das Dorfsleben wir keinmal in alle mennonitische Dörfer überein. Also, was je hier dann unsere Kinder- und Jugendjahren zu einem Dorfsleben ab eine mennonitische Siedlung in Chihuahua, Mexiko? Ditmal weil wir alle gewordene Großeltern uns versuchen, träg an Gedächtnis zu rufen, wo das Dorfsleben in Mexiko wir als wieder abwassen. Wir wollen das tun, um unsere Kinder, Großkinder und Urgroßkinder dort auch zu vertalen, wo damals alles so ganz anders war, wie uns in Mexiko, als das von dir ist. Und nicht nur hier in Kanada, aber auch an dem Dorfsleben in Mexiko, wo wir damals abwassen. Und vielleicht sollen wir uns zum allerersten Mal fragen oder trägt in Erinnerung rufen, wer die erste Dorfsbewohner wären in unserem Dorf ab der Manitoba-Kolonie bei San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexiko. Ich war dort versuchen zu sagen, wer die Blumenorter Dorfsbewohner damals wären, und dann kann vielleicht wer von you vertalen, wer die Dorfsbewohner in jenem Dorf damals wären. Also in Blumenort wären die ersten Dorfsbewohner diese. Und der Westsee-Dorf vom Süden zum Norden wären dort Jakob E. Wahlen, Cornelius Peters, David Wieben, Heinrich Penners, Cornelius J. Martens, Wilhelm C. Rempels, Heinrich Derksens, Isaac Gürtzens, Jakob Martens, Isaac Friesens, Franz Gürtzens, Cornelius Kranen, Franz A. Ensen, Peter Bergens, Alte Abraham Peters, Peters Trockenboot naar Waldheim, en dan Franz G. Ensen. En aan de Oostzeedorp vom Norden naar Süden wären dort Gerhard Friesens, einletzter Cornelius Wahl, der Trockboot naar Blumenthal, dann Franz Kranen, dann wie Ole Franz Ensen Lage steht, dann unsere Großeltern Johann W. Rempels, unsere Eltern Gerhard J. Rempels, unsere Tante wird wir genannt oder Jakob Peters, Jakob Wieben, Wieben Trockenloter nur Bergtal, dann Johann Wieben, als Johann Wieb gestorben wäre, dann fried seine Witwe einen Abraham Friesen, dann wir die Schulhof, dann Heinrich Friesen, meine frühere Eltern, junge Klaas Heiden, Heiden trocken 1936 in Manitoba, Johann Wieben, Ole Klaas Heiden, Johann Heiden, als Johann Heiden gestorben wäre, dann fried seine Witwe einen Jakob Dick, und dann wir die Hortshof. Als wir Schulkinder wären, dann wären die Blumenorter Dorfsbewohner an der Westsee vom Süden zum Norden Isaac Reimers, Cornelius Peters, David Wieben, David Dicken und ihre Kinder Franz Dicken, Cornelius J. Martens, Wilhelm C. Rempels, dann erst Heinrich Derksens und dann Johann Peters,
Noch während Onse Kinderjahren tüchten Hennig Derksens mit Johann Peters von Gnadenfeld mit Wirtschaften. Dann wohnten Isaac Gürtzens, Jakob Martens, Isaac Friesens, der einletzige Elisabeth Gürtzen, Klaas Ensen, Franz A. Ensen, Peter Bergens, Jakob Ensen und Franz J. Ensen. En an de Ostseedarp vom Norden um Süden hadden op dem Engtwäschen en al Abraham Wieben gewohnt, aber nu woonden door Peter Levens, Abraham Peters, Jakob I. Walen en Johann Levens Steed woont eine Witwe Friesen met ihre Familie van mehrere jaren en Lothar woonden door andere Pachtinwohner. En dan Klaas Wieben, Gerard J. Rempels, en dan eerst Ole Frans Günthers en ihre dochter Zoontje, en Lothar Johann Levens, en aan de Jakob Wieben Steed woonden eerst Abraham Janssens en Lothar Cornelius Ensen, en dan Abraham A. Friesens, schoolleraar David Dicken, Heinrich Freisen, jonge Klaas Heiden, wat 1934, en dan verschiedene Pachtinwohnerfamilies. En dan woonden Johann Wieben, eerst Jacob Penners en Lothar Cornelius J. Martens, Jacob Dicken, en hinter dem Hoorhof woonden eerst Jacob Wielers en dan Klaas Thiessen. En op de Anwohnersteden op de Weitstab woonden de Wirtfrüh Jacob Giesbrecht Familie, Jacob Wieben en Johann Penners. Onkel Isaac Reimer, de Nober van deze Anwohnerfamilies, naam deze Anwohnerij Hubbeltje. De meeste Mennonitische dorpen zijn in Chihuahua over de jaren zeer veel groter geworden als die in onze Kinder- en Jugendjaren waren. En dem dorp Blumenort, wo meine Frau en ik opwassen, daar woonden, als we Kinder waren, 31 Families. En in onze Kinderjaren kregen 2 arme Families in Blumenort jeder eine sogenannte Anwohnerstede. Die Jakob Wieler Familie kreeg hinter dem Hoordhof eine Anwohnerstede, Lothar war dort Klaas Thiessen Steed, en de Wirtfrüh Jakob Giesbrecht Familie, die kreeg eine Anwohnerstede op de Blumenorter ihre Weitstab. En in onze Jugendjahre kregen noch einmal 2 arme Families, jeder eine Anwohnerstede op de Weitstab. En dort waren Jakob Wieben, Wieb wordt Lothar Predja in Ontario, en Johann Penners, zodat in Blumenort Nummer 22 damals 34 Families woonden. Vandaar is dat daar Blumenort 2-mal so lang als damals, en nu, 2006, wohnen nicht im Dorp Blumenort, aber auf dem Blumenorter Dorpsplan wohnen vandaar al über 160 Families. En krijgt nu sind auf dem Blumenorter Dorpsplan noch Dutzende Wohnstätten zu kaufen. Nicht alle Dorpen sind in den Mutterkolonien so viel grater geworden als Blumenort, aber sehr viele sind. Wir, Susanne und ich, sind kurz zurückgekommen von unserem Spazieren in unserem gewesenen Heimatland. Wir sind dabei erträglich gesund geblieben und uns hat dort sehr gut gegangen, unsere Geschwister, Kinder, Großkinder und Urgroßkinder und Freunde zu besuchen. Dankeschön für jene Gebete für uns durch diese Zeit. Wir staunen da eben, wo dort Dorpsleben in unserer alten Heimatdorpen so ganz anders geworden ist, als das in unsere Kinder- und Jugendjahren war. Wir wollen uns hier erstens mal versuchen, zurück in Gedächtnis zu rufen, was wir als Kinder auf einem damals noch meistens armen Bauernhof in einem Dorf in Chihuahua zum Spielen brauchten und so weiter. Und dann dort verglichen mit was unsere Großkinder und Urgroßkinder da hier von der für Spielsachen haben. Und dann wollen wir wieder noch viele verschiedene Vergleiche merken von wo Dinge in Mexiko im damaligen Dorpsleben wären und wo diese Dinge dort im vandaagschen Leben sind in die sehr veränderte mennonitische Dorpen. Wo wir dort Dorpsleben in einem Dorp in Chihuahua als wir da abwassen. Was hat wie Kinder damals zum Spielen auf einem Bauernhof in einem mennonitischen Dorp? Ich erinnere mich, dass ich als Kind an einem Sonntag spielte, wo es fast nichts am Sonnenspielen war als ein paar alte Lepels, ein altes verbauenes Ammertje und ein paar Bredertjes. Als ich und meine jüngere Brüder ein bisschen grater waren, dann sagten wir uns beim Strohhüpen Gorbenbenger, bungen die Taub,
und dort wären dann unsere Linien für unserem sogenannten Pietspelen. 2 von uns deuten so, als wenn wir Piet wären, wo die Linien an die Arms gebunden wären, und der dritte fantasiert meistens, dass er auf einem Wagen der Fahrer wäre, während er die Piet einfach heranran beim Fahren. Aber wir deuten so, als wenn wir fuhren. Und einmal musste uns kleines eisernes Werkje, wo eine Art Gumreifen Rädertjes haut, als uns Wagen deinen, und der Fahrer kann dann mitfahren, Hahn trägt, längt unserem Utweg. Als wir noch ein bisschen rater waren, dann versucht wir uns kleine Traktors in Wagens zu basteln, zum damit spielen. Aber weil es bei uns nicht viel wird von der Gerätschaft gäf, und dort wenige Wort da wäre, meistens nicht sehr scharf wäre, wurden unsere von Breder utgesäude Rädertjes meistens sehr vielkantig und steht rund. Und all die ewige Teile von Traktors und Wagens sagen auch mal da noch ut. Aber dort fuhr, so ist das dann jeng. Wir merken uns sogar Pflege und Sämaschinen, wo wir übrigens auch Drillen nannten, so als unsere Vaters Sämaschinen nannten. Wir streckten auch Teeltjes und versuchten mennonitische Formwirtschaften zu bauen und spielten Formen. Ich erinnere mich, dass, wenn ich an einem Tag Teelen gestreckt hatte, dann verplatzt meine Hüt an Hängen und Feit so sehr von einem Water, Wind und Wader arbeiten, dass die verplatzte Hüt zu ovens einfach blad. Und wenn ich die da mit Glycerin anschmieren musste, dann brennt das so sehr, dass ich meist schwur, dass ich keinmal mehr Teelstrecker sein würde. Aber weil ich dort nicht Mexikaner annehmen kann, so als unsere Vorderstadtdeuten zum Erdeteilen strecken loten, dann streckt ich doch bald weiter mehr Teilen. Von meinem eine Traumwirtschaft bühren wird aber nicht sehr viel. Aber so bei 10 Jahren Lothar, in den 1940er Jahren, dann büden meine jüngste Feierbrüder so für jeder einem von an eine typisch mennonitische Mini-Wirtschaft, dass Spieldarpje wirklich so aussah als ein regelrechtes mennonitisches Darb. Jeder Wirtschaft wäre ein Tünerraum, und Darpje hat eine regelrechte Darbsgas. Jede Wirtschaft bestand aus typisch mennonitischem Wohngebiet, Stall, Maschinenshop und Spicker. Ihre Traktors und andere Formmaschinen sagen all viel schäcklicher aus als meine Maschinen, so wie 10 Jahre einmal aussagen. Und ihre Maschinen hatten all nicht so eine vielkantige Räder als meine dort hatten. Ihre Traktorräder hatten sogar schmacke Picken, so als fast alle Büros ihre Traktorstadt damals auch noch hatten. Dort meine jüngere Brüder ihre Maschinen so viel schäcklicher aussagen als meine, so wie 10 Jahre Eier, dort hat bestimmt viel damit zu tun, dort wenigstens 3 von Natur Büros wären, aber das hat, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun, dass es in unserer Werkstatt dann all viel bessere und scharfere Serven, Hebels und Beitels gab, als in meine Kinderjahren. Viele von uns Geschwister haben sogar ein Bild von diesem kleinen mennonitischen Mini-Darb umgrenzt tun. Wenn wir das Bild über Radio wiesen können, dann wird wir dort jeden daunen. Nicht so, Bruder Hein? Ich glaube, hier will Bruder Hein bestimmt noch was zu sagen. Das heißt, wenn ich erst noch was davon verteilt habe, dass es in diesem kleinen mennonitischen Darb, wo wehrlose mennonitische Jungs friedlich Bücher spielten, mit einmal an einem Nachmittag plötzlich ein Krieg ausbrach. Aber ehe wir von diesem Krieg was vertalen, müssen wir sagen, wo die Krieger nur das Darbje handchen. Und dort wir so. Bruder Wilhelm und ich wären an einem Vormittag, als das danach gut geregnet hat, und zur Not wir zum Landarbeit daunen, noch Cocktailmakan gefahren, 200 Liter Tonnen voll Traktorlin zu holen. Und wenn wir all nur die Stadt fuhren, dann bestellt Mutter noch was von Botica San Antonio zu bringen. Und als wir in die Botica, wir sehen dort damals immer Apotheke, und dann kamen, dann sahen wir dort Walter Schmiedehaus, dem sein Geschäft dort wäre, da an diesem Tag gerade mal war er selbst die Kunden bedienen halb. In Wils Schmiedehaus ein persönlicher Freund an uns, an der ganzen Gerhard und Agatha Rempel Familie wäre,
tracht hij daarna dat hij mijn broeder en mij zelfs bedienen wil. Bij ons bedienen vroeg hij ons zo'n dingen als, wat heb je nog wat hem opgebracht en met wat voor een voertuig zijn je hergekomen en zo wieder. Schmiedehaus woont damals nog in Chihuahua City, wo hij ook nog een boutique had en hij had ons al gezegd dat hij zelfs zijn vrouw en zien ons jeden avond in Blumenart op onze forum bezoeken komen willen. Intussen had ik dat al gemerkt dat jong Theodor ook met nog wat hem ook gekomen weer en dat hij zich jaren ook hinger dem Toonders zijn laten wil. En als ik Schmiedehaus zijn vrouw beantwoord had en gezegd dat we daar waren met einem Wagen volle Traktorlintonnen en dat we ganz reit waren zum terug naar huis fahren, dan roept hij zijn zin en zegt hem, wat ik hem gerade gezegd had van waarmet we in de stad gekomen waren en zo wieder. En daarbij zegt ik aanbedachterwijs zu hem, zu dem 11 oder 12-jährigen Bengel ungefähr so. Wenn du willst, dann kannst du mit uns mitfahren nach Blumenart, kannst mal mit Pier den Wehren mitfahren. Hier moet we voor dit mal wieder aufbreken. Nächstes Mal mehr von wo dort mit die zwei fremde Staatsjungens op dem Weg terug naar Blumenart toe ging en wo dort mit an op unserem Forumhof in Blumenart toe ging, besonders mit dem Willen Ted Schmiedehaus, wo noch eng von diesem Nachmittag Kriegmilch en meine Brüder Jakob, Bernhard, Peter en Hein ihrem Spieldarb. Wat nächstes Mal.